Dave, da schauen wir rein. Jedes Video von Dave ist wirklich einfach königlich, einfach geil, einfach nice. Darum schauen wir jetzt hier rein, komm, es schallert. Yalla! Krypto, NFT, Blockchain. Man hört momentan nichts an. Warte mal, genau dieses Intro hat mir... Chat, zuerst noch einen Schluck. Cool. Vor 2 Wochen schon mal. Ihr wisst alle, dass Krypto momentan komplett im Hype ist. Es werden Millionen investiert, Millionen gewonnen und auch Millionen verloren. Und obwohl der Preis unfassbar schnell steigt, ist es nicht möglich, mit unseren 2.800 Euro innerhalb von 7 Tagen reich zu werden oder eine Rolex finanzieren zu können. Außer es gäbe eine Möglichkeit, mit mehr Geld zu handeln, als wir zur Verfügung haben. Warte mal, diese Option gibt's. Viel Spaß mit durch Krypto Leverage Trading zur Rolex. Hey Freunde, was geht ab? Ja, Krypto-Leverage mit Hebelprodukten. Digga, das ist natürlich jetzt eigentlich keine schlechte Zeit für, aber trotzdem muss man sagen, Bro, sehr, sehr gefährlich. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rolex Trader. Heute geht es wieder einmal um Krypto, aber dieses Mal richtig. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, weil dann werdet ihr sehr schnell sehr reich, genauso wie ich. Das war ein bisschen Fake News. Wir haben in den letzten Folgen schon Heute werden wir probieren, durch Kryptohandel reich zu werden oder näher zur Rolex Das nimmt mich Wunder, ob er und wie er das schafft, Chat. zu kommen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn wir ganz normal Krypto kaufen und einfach abwarten, sondern wir müssen wieder hebeln. Hebeln. Hebeln ist auch das, was man aber macht, wenn man allein im Bett ist und nicht weiss, was man sonst machen soll, und dann tut man sich selber einen hebeln. Ja, also, du musst sich selber einen hebeln. Ja, Kann vorkommen. okay. Wir haben bereits schon mal Aktien gekauft, die auch gehebelt wurden. Wir haben das schon mal mit Aktien gemacht. Damals haben wir irgendwelche Kreuzfahrtaktien gekauft und die sind super krass durch die Decke gegangen mit einem 10er-Hebel. Heute machen wir das Ganze wieder, oder in den nächsten 7 Tagen machen wir das Ganze wieder, nur mit Krypto. Der Markt ist super volatil, der bewegt sich also sehr krass. Das bedeutet, wir können entweder sehr schnell sehr reich werden oder sehr schnell. Schade. Dann dazu in Betracht, dass ich absolut gar keine Ahnung habe, was Elon 7 Tage ohne Spiegel. Ich führe schon das ganze Leben ohne Spiegel. Ey, in diesem Zimmer hier habe ich keinen einzigen Spiegel, Bro. 30 Tage nicht streamen. Ja, Digga. Halt mal dein Maul, wirklich. 30 Tage ohne Duschen. Oh. 30 Tage? 30 Tage ohne Duschen. Wäre das geil? 30 Tage kein Video. Chat, ey, diesen wirklich. Einfach diesen. What the fucking hell, man. Die sind mir hure mobben, Mann. 7,5 Jahre bestanden, Digga, seit 7 Jahren bestanden jetzt, holy shit. Ey, das fände ich actually so Drogenvideos, so Drogen ausprobieren. Gut, wenn meine Eltern nebenan stehen, dann schallen jetzt nicht übelst die Schelle. Nein, so, das fände ich im Fall übel spannend, no joke, würde ich auch machen für ein Video. Aber dort würde ich safe nur unter medizinischer Beobachtung machen. Also wenn ich unter medizinischer Beobachtung wäre oder irgendjemand das ein bisschen kontrollieren würde, dann safe. Aber einfach so allein. Also wenn jemand rum wäre, Voice Crack, wenn jemand rum wäre, dann würde ich safe machen, ja. Dann würde ich safe machen. Wie einfach ist es, an harte Drogen zu kommen? Ja, Digga, es muss schon auch legal sein, ne? Ich bin nicht, ja, kein Journalist aus Weiss, ich will nicht, nicht im Knast landen, Digga. in den nächsten Tagen tweeten wird und was sonst auch passiert, könnte das Ganze nicht besonders gut ausgehen. Andererseits bin ich Dave und ich glaube, ich habe immer das Fünkchen Glück, das uns dabei hilft, Digga, also ich habe immer Glück. Das D in Dave steht für Glück, so sieht's aus, Digga. reich zu werden. Natürlich gibt es auch Updates zu den Prada-Sachen aus der letzten Woche. Die beiden Brillen habe ich an Kollegen weitergegeben, deswegen obviously kein Profit gemacht. Die große Shopping-Bag haben wir mit etwas über 100 Euro Profit verkauft und dieses kleine Etui mit irgendwie 20 Euro Profit oder so. Mir ist danach übrigens aufgefallen, dass es tatsächlich Sachen gibt, die extra für den Outlet produziert werden. Deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten, manche Sachen einfach so auf der Prada-Seite und so zu finden. Und jetzt geht's weiter hier mit diesem Video. Der aktuelle Stand im Rolex Trade-Up ist folgender. Und von diesem Geld 3.504 Euro. werden wir mit 1.500 Euro probieren, Leverage Krypto Oh, das ist aber... Oh, Digga, das ist aber... Das ist sehr risky, Bro. zu traden. Stopp, Lüge, wir machen das nicht mit 1.500, sondern nur mit 1.000 Euro. Ich würde sagen. Ich habe mich direkt hingesetzt und einen Account eröffnet. Natürlich hat das wieder 2 Tage Verifizierung gedauert und im Endeffekt Normal. hat mir das direkt den Arsch gerettet. Der Kryptomarkt ist in den letzten 2 Tagen komplett abgestürzt. Die Preise sind so günstig wie seit 4 Monaten oder so nicht mehr. Ja, Krypto ist im Moment schallend. Und dadurch haben wir jetzt natürlich einen Top-Einstieg. Und hätte die Verifizierung nicht 2 Tage gedauert, hätten wir jetzt wahrscheinlich so 50% von unserem Geld verloren.
oder vielleicht sogar alles. Mein Account ist auf jeden Fall ready. Wir haben aber direkt durch ein paar Fees ein bisschen Geld verloren. Also wir haben insgesamt 30 Euro Fees bezahlt, um das Geld von der Kreditkarte auf den Leverage-Account zu bekommen. Schwierig, aber diesen Profit müssen wir in irgendeiner Weise wieder rausholen. Es gibt so grob 2 Optionen, die wir jetzt in dieser Woche probieren können. Wirklich zu Daytraden, also ganz kurze, minimale Kursbewegungen kaufen, Horhebel, ganz kurz halten. Mitzunehmen, schnell zu kaufen, schnell zu verkaufen oder einen kleineren Hebel zu benutzen und einfach lange Positionen zu halten. Vielleicht über die gesamten 7 Tage. Das Problem an der Sache, ich habe mich seit 2 Jahren nicht mehr mit Krypto beschäftigt. Das letzte Mal war Ende 2018, da hat das alles super gut funktioniert. Ich hatte eine Menge Glück und habe seitdem die Finger davon gelassen. Jetzt muss ich mich als Es nimmt mich wunder, wie es ausgeht. allererstes mal wieder ein bisschen reinlesen. Welche Assets, welche Projekte sind die mit hoher Volatilität, also viel Bewegung, wo wir dann viel Gewinn oder auch viel Verlust machen können. Das alles muss ich jetzt herausfinden. Ich schaue mir nochmal alles genauer an, wie es mit dem Hebeln funktioniert, sodass ich mich nicht geisteskrank verschulde und dann können wir eigentlich starten. Als allererstes habe ich mich wieder durch so halb seriöse YouTube-Videos in das Thema reingearbeitet und herausgefunden, dass es vermutlich am schlausten wäre, die großen Assets wie Ethereum, Bitcoin oder Cardano zu kaufen und es Bestes Portfolio. vielleicht keinen Sinn machen würde, absolute Shit-Altcoins zu kaufen. Deswegen bleibe ich bei den Basics. Das sollte eigentlich überhaupt nicht passieren, aber ich habe gerade, obwohl ich eigentlich nur testen wollte, für $300 Bitcoin mit einem 5er Hebel gekauft. Bitcoin mit einem 5er Hebel gekauft. Was zur Hölle bedeutet das? Im Endeffekt gibt einem die Bank, der Broker, eine Möglichkeit, sich Geld zu leihen und mit mehr Geld zu handeln, als man eigentlich zur Verfügung hat. Hierbei gibt es 2 große Unterschiede. Einmal Cross, das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, sich absolut zu verschulden, oder eine isolierte Variante, bei der ab einem bestimmten Preis, wenn der Kurs in die falsche Richtung geht, man einfach seine gesamte Position verliert. Okay, Bruder, alles gut. Das bedeutet nicht nur, dass man mehr Gewinne machen kann, weil man sich Geld geliehen hat, sondern man kann auch tatsächlich mehr Verlust. Ich frage mich immer, in welchem Programm macht der Dave die Animationen? After Effects, wo ist es? Mein Plan ist es nämlich für diese Woche, Bitcoin und Ethereum, die beiden größten und bekanntesten Coins im Kryptomarkt, mit einem 5er Hebel zu kaufen und eine Woche laufen zu lassen. Wir haben gerade einen super günstigen Einstieg, die Preise sind niedrig und wir gehen mit einem verhältnismäßig niedrigen Hebel rein und hoffen darauf, dass der Kurs in den nächsten Tagen deutlich steigen wird und wir eben mit 5-fachem Gewinn daran beteiligt werden. Wenn ich beide Coins mit 300 Euro kaufe, würde das bedeuten, dass 350 bzw. 370 Euro übrig bleiben, um wirklich mit hohen Hebeln ein bisschen Day zu traden. Ich kümmere mich jetzt allerdings als erstes noch darum, meine zweite safe Position aufzumachen, namens Ethereum. Ich glaube, wir warten aber noch ein bisschen, weil wir gerade hier auf einem Abwärtstrend sind. Ach, wisst ihr was? Im Endeffekt macht es auch überhaupt keinen Unterschied. Wir kaufen einfach. Also wir haben unsere Bitcoin- und Ethereum-Positionen aufgemacht, die ich jetzt... Also er hat Bitcoin 5er Hebel und Ethereum 5er Hebel. Also er wettet mit 5-mal mehr Geld, als er reingibt, oder? So verstehe ich es. Jetzt für 7 Tage laufen lasse. Und das, was ich hier sehe, keine Ahnung, welcher Broker das er hier braucht. ist der Liquidation Price, bei dem unsere Position komplett aufgelöst wird und wir die gesamte Position verlieren und das gesamte Geld an die Bank geht. In dem Moment, in dem man sich Geld bei der Bank leiht, also hebelt, wird eine Grenze festgesetzt, der sogenannte Liquidation Price, bei dem man sein gesamtes Geld verliert, wenn der Kurs in die falsche Richtung geht. Würde ein Ethereum in unserem Gedankenkonzept beim Kauf 1000 Euro kosten und danach auf 900 Euro fallen, könnte es also passieren, dass es zum sogenannten Margin Call kommt, was übersetzt einfach heißt, dass man sein gesamtes Investment verliert. Swag. Das letzte Mal, dass Ich Papa Platte auf lustig gemacht. Ethereum beim Liquidation Price von uns war gestern Abend. Es ist also wirklich High Risk. Aber eben High Risk, High Reward. Wir werden sehen, ob wir in dieser Woche in irgendeiner Weise etwas tun können. Jetzt probiere ich irgendwelche Strategien zu finden, wie ich vielleicht als Laie in irgendeiner Weise eine Chance habe, mit hochgehebelten Altcoins ein bisschen Profit zu machen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. In meinem ersten super risky Daytrade habe ich mit 25er Hebel Cardano gekauft. Ganz krank. Wir sind 10 Minuten drin und unser ADA Investment mit 25er Hebel ist 36% im Plus. Holy shit. ADA ist aber halt auch so crazy, Bro. ADA. Aber wir haben nichts gewonnen, solange wir nicht realisieren. Ich muss schon sagen, es ist wirklich extrem aufregend. Auch wenn das vielleicht einfach eher dieses Glücksspielgefühl ist, weil das, was ich hier gerade mache, mit der Ahnung, die ich habe, nur mal Glücksspiel ist, als dass es in irgendeiner Weise berechnend oder vernünftig durchgedacht ist. Es ist unfassbar. Genauso schnell, wie ich jetzt hier gerade meine Zahlen steigen sehe, könnte es natürlich in die genau andere Richtung gehen und wir könnten alles verlieren. Aber so wie es gerade aussieht, wenn ich jetzt ADA verkaufen würde, wären wir bei ca. 30%. Das ist halt komplett geistig gestört. Das ist mit nichts zu vergleichen.
Let's go. Das war unser erster richtiger Daytrade. Aber wenn ich es jetzt verstehe, geht ihr einfach raus, ja, Abfahrt und dann kommt es gut. Oder? Also, dann hat er ja schon Profit. Und wir haben 0,0013 XBT plus gemacht. Abfahrt. Was zum jetzigen Kurs 40 € entspricht. Nice, man. Das war jetzt gerade ein Profit von 40 €. Es fühlt sich zu leicht an und genau das ist das, was gefährlich ist. Kein Witz. Tag Nummer 2, es könnte nicht besser laufen. 40 € plus durch unseren Daytrade gestern und unsere langen Positionen mit 0,5er Hebel stehen gerade bei 0,0004 Bitcoin im Digga, what the fuck? Plus 0,002 und 0,0037. Das bedeutet, wir sind bei 0,0062 Bitcoin im Plus, plus 40 €. Digga. Wir sind nach einem Tag 240 € im Plus. Man muss aber dazu sagen, wir haben natürlich nichts gewonnen, solange wir die Positionen nicht realisiert haben. Großer Vorteil daran, dass die Positionen gut stehen, ist aber einfach, dass wir uns weiter von unserem Liquidationspreis entfernen, wo wir die komplette Aber ich checke einfach immer nur noch die Hälfte, Digga. Position verlieren würden. Es steht also sehr gut um das dieswöchige Projekt. Vielleicht lassen wir das sogar noch länger als eine Woche laufen. Tag Nummer 3, es ist der absolute Traum. Unsere ganzen Long-Term-Investments laufen super gut. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt weiter zu daten. Digga, 99%. Weil alle Kryptowährungen, alle Positionen, die man weniger als ein Jahr lang hält, müssen versteuert werden. Und deswegen macht es für mich relativ wenig Sinn, den ganzen Tag irgendwelche Mikrobeträge hin und her zu traden. Zum einen blicke ich bei dem Steuerkram nicht so richtig durch und zum anderen weiß ich aber, dass ich die Sachen besteuern müsste und dadurch der Gewinn natürlich geschmälert wird. Und ich habe gerade mal zusammengerechnet, wir stehen gerade bei 1515 € am dritten Tag. Es ist unglaublich. Super, super, super gefährlich. Aber es sieht wunderbar aus. Ich frage mich, ob wir das Projekt nicht einfach vielleicht jetzt an diesem Punkt hier beenden sollten. Was wollen wir mehr? Ich habe keine Ahnung, ob es nicht wieder droppt und lieber 500 € mitnehmen, als mich morgen darüber abfucken, dass ich gar nichts habe, weil wir an den Liquidation Price gekommen sind. Das ist der Nerv. Ja, ich stelle mir das halt schon schwierig vor, gell? Es geht immer mehr auf und dann willst du quasi wie rausgehen. Es ist gell, Krypto ist ein hohes Glücksspiel. Du gibst 100 € rein oder 100 $ und nachher kann der Scheiß einfach schon in den nächsten paar Tagen einfach weg sein. So. Ja, ich stelle jetzt einfach mal einen Take Profit ein. Also ich sage, wenn die Währung so und so viel wert ist, dann verkauf meine gesamte Position. Jetzt gerade haben wir noch kein Geld verdient. Weißt du, man denkt, wow, cool, die Kurse sind mega hoch, aber solange du die Position nicht verkauft hast, hast du zum einen nichts verloren und zum anderen aber auch nichts gewonnen. Jetzt gilt es einfach nur zu hoffen, dass es nochmal ein bisschen steigt. Das wäre jetzt wirklich der absolute Traum und ich schätze, dass wir dann so bei 650 € im Plus sein sollten. Es sind 24 Stunden vergangen, seitdem wir unsere Verkaufsposition eingesetzt haben und ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir irgendwas verkaufen konnten. Konnten wir nicht. Die Preise sind geistkrank gefallen. Unser Profit ist Profit's gone, boys! Profit is gone, boys and girls, man! übelst zusammengeschrumpft. Wir sind mit Bitcoin 26% im Minus. Ja, also letzte Zeit habe ich Krypto ein bisschen verfolgt, was da abgegangen ist und Digga, alles schön und gut, alles nice, man. Aber was im Moment abgeht, ist wirklich crazy, Wir bro. sind nur 3% mit ADA im Plus und wir sind nur 18% mit Ethereum im Plus. Insgesamt gerechnet auf Insgesamt. die seit Beginn. Ja. Fuck, und du hast gestern noch gesagt, lass lieber rausgehen. Ja. Das hier ist der Ethereum-Chart. Ui! Alter. Bitcoin-Chart. Cardano-Chart. Ein weiterer standhafter Tag im Leverage-Trading-Projekt. Wir schauen sofort rein. Ich ahne Schlimmes bzw. nichts mega Gutes. Das Ganze wäre auch kein Problem, wenn wir nicht Gebühren für den Hebel bezahlen würden. Krank. Wir sind Scheiße, Bro! 50% Scheiße, Bro! im Minus, 30% im Minus und 10% im Minus. Weißt du, was das aber bedeutet? Wir kaufen jetzt nach. Oh Mann, Alter! Aber geht Bitcoin und so weiter auf Langzeit nicht sowieso auf. Natürlich, aber das kann man halt so pauschal nicht sagen. Ich meine, wenn man es jetzt anschaut, in 2017 hat ja Bitcoin auch so einen Spike genommen. Warte, ich kann das schnell zeigen.
Das ist natürlich jetzt ein kleiner Joke zum Vergleich zu jetzt, aber auch hier, oder? Wir sind hier bei 5000 gewesen. Meine Bitcoin ist immer so um die 600 gewesen. Dann ist es hier plötzlich auf zu holy shit, man, $17.000, oder? Das ist dann halt das High gewesen. Und dann ist das alles wieder gefallen, oder? Bis sogar zu 3000 runter. Also wirklich sogar unter, also wirklich direkt unter. Und man weiss jetzt halt nicht, oder? Wenn du das jetzt hier anschaust, es könnte jetzt halt so eine Spitze sein, die halt wieder runtergehen und es nachher einfach wieder auf so und so viel sinkt. Also natürlich kann es so sein, dass sich das hier erholt und nachher auf 100k aufgeht oder so. Aber es kann auch sein, dass es jetzt einfach wieder geht. Weil ich meine, du musst schon sagen, ich meine, es war mal auf 60'000 oben gewesen, jetzt ist es noch auf 37. Also es ist wie alles möglich. Ja, you know what I mean. So. Erinnert ihr euch, vor 2 Tagen habe ich noch gesagt, ja, heute müssen wir eigentlich raus und das mitnehmen. Ich habe die Sale-Preise nur so ein Stückchen höher angesetzt, die wurden nicht ausgelöst und ab da ging es komplett bergab. Absoluter Reinfall, wirklich. Es ist wirklich alles rot. Ich muss aber auch sagen, eine kleine Real-Life-Story. Ich habe aus dem Meme raus eine AMC-Aktie gekauft. Also das habe ich noch nie erzählt. Aber wenn ich jetzt hier schaue ins Portfolio, dann habe ich auch wieder sehr Verlust gemacht. Wenn ich jetzt hier schaue, AMC-Aktien habe ich im Moment 10. Und ich bin im Moment noch 80 im Plus. Aber ich hätte eigentlich raus wollen am Freitag. Und habe nur wegen einem Franken gesagt, verkaufen wir es bei 33. Und der Preis war bei 32 im Peak und dann ist alles wieder runtergefallen. Ich hätte 150 Profit machen können. Und jetzt muss ich schauen, wie ich wieder aus dem rauskomme, weil ich einfach die hure AMC-Aktien loswerden will, Digga. Das ist halt echt schon sad. Einfach sad, Bro. Einfach sad. Alles rot. Also wir müssen es definitiv länger laufen lassen. Es ist einfach nur eine Schande. Wenn wir jetzt Ethereum nachkaufen, geht unser Liquidation Price auch noch weiter runter, weil wir gerade im Minus sind. 13 Contracts auf Ethereum, USDT, bought at 2000. Digga, das ist ja alles Schulden, Bro. Das ist einfach alles Schulden. 319 and 25 $cents. Wir haben nachgekauft. Ich glaube, das ist die einzige schlaue Option, die wir jetzt gerade haben. Und hoffen wir mal, dass wir unsere Position nicht komplett verlieren und dass es in den nächsten Wochen weitergeht. Der allerletzte Tag, das große Finale. Wie viel Geld haben wir gewonnen? Wie viel Geld haben wir verloren? Wo stehen wir gerade? Können wir die Kryptowährungen rausholen? Lassen wir die Kryptowährungen noch über ein paar Wochen drin? Wie sieht es aus? Der große Moment. Wir loggen uns ein. Oha! ADA wieder 51% im Plus, Ethereum 15% im Plus und Bitcoin minus 25%. Gut, könnte besser sein, aber es sieht nicht so schrecklich aus wie gestern. Also eigentlich alles bestens. Ich habe mich tatsächlich schon darauf eingestellt gehabt, dass wir das jetzt über die nächsten Wochen noch drin lassen. Ist vielleicht auch ganz interessant, weil dann können wir in der nächsten Woche nochmal darauf eingehen und gucken, wie es aussieht und dann vielleicht das große Geld machen. Wir wissen es nicht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die Updates davon nicht verpasst und natürlich Aber wie viel Geld hat er jetzt insgesamt? auch die ganzen anderen verrückten Aktionen, die wir machen, um zu Rolex zu kommen. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Ehrenmann. Ich liebe Dave seine Videos. Da muss natürlich auch gut ein Daumen nach oben reinschallern, Digga. Sehr nice. Sehr nice.